So sieht es meistens ab November in den Krankenhäusern der Gebirgsgegend aus. Und warum? Nun, das soll Ihnen ein Arzt aus dieser Gegend selbst sagen. Schauen Sie, es wäre doch ewig schade, wenn Ihr Urlaub so vorzeitig mit einem gebrochenen Beine enden würde. Gehen Sie nicht mit einem kalten Muskel auf die Piste vom Lift heraus, sondern machen Sie es wie die anderen Sportler auch. Trainieren Sie erst ein kleines bisschen, machen Ihre Muskeln warm. Überdies möchte ich Ihnen noch empfehlen, wenn es Ihnen auch etwas umständlich erscheint, machen Sie zu Hause ein kleines Vortraining und eine kleine Ski-Trockengymnastik. Wir haben hier den mehrfachen deutschen Jugendmeister Hans Leppert gebeten, so eine Skigymnastik zu demonstrieren. Viel Kniebeugen? Nun, das A und O eines solchen Skitrainings ist das dauernde Lockern des Körpers, vor allen Dingen der Hüften. Wenn Sie sowas machen, dann werden Sie vielleicht nach dem ersten oder dem zweiten Mal so eine Art Muskelkater verspüren, aber geben Sie es bitte nicht auf. So ein Vortraining macht sich in jedem Fall bezahlt. Es kann auch nicht schaden, denn man sitzt ja heute sowieso dauernd vor dem Schreibtisch oder im Wagen und man wird richtig gehen steif. Und nochmal lockern. Nun eine ganz typische Skiübung, besonders für jene wichtig, die einmal die Kunst des Wedelns lernen wollen. Das Papier darf nicht herunterfallen. Genau die gleichen Bewegungen braucht man dann später am Hang. Sie sehen es ja hier.